Oh yeah, Madara ist in der Haus, nee. Wohl eher Jiraiya, aber es ist Madaras Story und, naja, egal. Willkommen zurück, die Madara-Saga geht weiter. しかし、そこで相まみえたのは、かつての弟子の一人であり、今や暁の一人として暗躍するコナンだった。Ganz genau, Conan hat im Geheimen mit den gefährlichen Akatsuki-Bakterien operiert. Wie? Geht's im Geheimen mit den Akatsuki operiert? Aha, operiert, sorry. Falsche Aussage. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Wir kämpfen als Conan. Okay. 所詮先生に私たちを理解することなどできない。 Nur あ ist なた gut. はもう過去の人。 Ja, ich meine, die Vergangenheit ist doch das, was uns erst zu dem gemacht hat, was wir in der Gegenwart sind. 暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。 Was für ein weiser Spruch war. Ja, also ich meine, das ist nicht das, was Sieger geplaudert hat, sondern das, was ich vorhin meinte. Ja, das heißt so. Ich habe heute irgendwie einen witzigen Tag drauf, merke ich gerade. Ist aber auch egal. Wir kämpfen gegen Conan, Quatsch, wir kämpfen als Conan gegen Jiraiya. Kampf gewinnen, Gegenangriffsstärke, Gewehrs plus... Sorry, verschluckt. Ich dachte gerade, ich hätte plus 60 gelesen. Habe ich ja auch. Ach du Scheiße. Und weg vom Chöpli. Ja, immerhin kann ich mein Ultimate Jutsu einsetzen. Aber ach, muss ich meinen. Ja, sie können noch cool fliehen. Papier, Papier. Alles Leben fürs Papier. Würde mich eigentlich gar nicht wundern, wenn sie auch irgendwie Seelen des vom ersten Hokage in sich hätte. Ihr wisst schon, Hashirama Senju und so. Ist auch meine? Ja, überleg mal. Papier, von was stammt Papier? Von wo kommt Papier? Natürlich von den Bäumen. Und wer ist der 1A Baumnutzer? Sagen wir, Jiraiya, was treibst du da? Bist du mehr Robin Club oder was? Naja, ist ja auch egal. Guck mal, ich bin auch hier. Ja, ich bin hier, hab ich doch gesagt, Jiraiya Sensei. Shigami-Tanz. Was aber nicht viel bringt. Shigami-Tanz. Was aber nicht viel bringt. Shigami-Tanz. Was aber nicht viel bringt. Ich bin ein Einzelschleifer. Ich sag nur Izanami. Ja, hab heute Nacht... Ich sag's lieber nicht. Nicht zu viel spoilern. Nicht zu viel spoilern. Verschwinde! Wow, übrigens ungeheuer. Was ist das für eine Technik, Conan? Aber ihr Papier-Jutsu und nicht Propeller-Jutsu hat irgendwie Stil. Jetzt rennt er und rein. Au! Aufgespießt vom Papier. Hey, das muss wehtun, hey! Ich meine, ich heule schon fast, wenn ich mir bloß mit einem Stück Papier, sprich einer Buchseite oder so, in den Finger schneide. Das tut er schon weh. Und sie ersticht ihn voll mit Papier. Jetzt reicht's aber. Guck mal, Jiraiya Sensei, ich kann fliegen. Und du kannst es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich hau einfach auf die Tasten. Und merke gerade, dass es gar nichts bringt. Ah, jetzt geht's wieder. Irgendwie hat gerade 3 Kreuz nicht mehr funktioniert. Crazy, crazy. Ja, und welches? Das wird nicht verraten, schade. Conan ist eigentlich noch ziemlich hübsch. Aber der Gesichtsausdruck, vor allem der Augenausdruck, der gefällt mir nicht so. Das Piercing auch nicht, aber egal. Kanzei, das war wieder mal klar. Conan als Charakterverwemper. Lass mich raten, jetzt schauen wir auch gleich nach Painfrei. Obwohl ich dachte, dass wir das bereits getan hätten. Naja. Spielt ja auch keine Rolle. たとえ死が相手であっても手を抜くことはなく、ジライヤはコナンの術に翻弄され、 So tief kann man sinken. そして戦場に現れたペイン陸道の攻撃によって雨に散った。
た。 wohl eher Jiraiya viel in Amikakure. もはや彼らの野望はとどまることは。ジライアを退けたペインとコナンはついに九尾捕獲のためこの葉隠れへと進行する。 Einen Kampf zwischen Pain und Jiraiya gibt es also nicht. Interessant. 突然の襲撃を受けたこの葉は阿鼻教官に包まれ強大なるペインの力によって瞬く間に崩壊し Ja, aber im Anime kam die Szene viel 葉に残され epischer たの rüber. はしかしその中にあってもただ一人 Ja, spielen wir einfach weiter. Natürlich. Naruto Uzumaki. 力を宿人外の気迫を抱くナルトに対しペインのうちに焦りの色をまく Tja, wieso sollte er auch? Er hat schließlich das Rinnegan. 至高の同日リンネガンは Ja, hab ich gerade gesagt. 隠して神と仙人との戦いは里をむちゃくちゃにしやがったお前は絶対許せね Wie gesagt, im Anime kam die Szene viel genialer und epischer rüber. Ich hoffe doch mal, dass sie in Ultimate Ninja Storm 2 ebenso genial sein wird. Und nicht so, ja, sagen wir mal so, abgespeckt wie hier in Generations. いくら吠えたところで状況は変わらない。 Und vor allem ohne richtige Emotionen, nicht wahr? 強大な力を、Ja. お前は Das ist es doch immer. Das Ende ist immer nahe. Wir spielen als Pain. Das kann ja was werden, hey. Wie sieht's aus? Kampf gewinnen gegen den Angriff. 戦闘開始 Auf den Wachzustand von ihm bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, nicht schlecht. Aber der Radius ist nicht gerade so, wie ich es mir gehofft hatte. Nee, das könnte ein kleines Problem werden, Freunde. Wie, jetzt war er schneller? Ich dachte schon, ich hätte ihn. Ja, so könnte es klappen mit Shinra Tensei. Ey, Alter! Es reicht! Du dämlicher Eremit-Mann! Dämlicher Sennin-Modus! Komm her, Naruto. Komm her! Hier soll Gerechtigkeit erfahren. Zuerst gegen einen, wie fies ist das denn? Shinra Tensei! Ich sagte Shinra Tensei! Geht doch. Mann, ich will Banjo Tenin einsetzen, die Technik wäre auch cool. Oder Chibaku Tensei. Dann wurde es gleich erledigt. Wow, Alter! Alter Schwede! Hilfe! Sah das gerade geil aus, ey. Voll in der Luft erwischt. Dabei wollte ich das gar nicht. Verdammt, ich dachte, er hätte ein bisschen mehr zu bieten. Shinra Tensei! Ich danke seinen Wurf aus. Oh. Ai, Karamba! Ja, lass es dir schmecken, hey. Ai. 少しはおとなしくなるか。キュービ。 Ein bisschen ruhiger. Ja. Jetzt dürfte Naruto vor allem gut durchgekaut sein. Ja, Rang C ist schon gut. Haben wir damit. Pain wurde freigeschaltet. Das haben wir bald alle. Nein, Kisame fehlte noch. Und natürlich der Unsympath Tobi. Oder wie es hier erklärt wird, Madara Uchiha. 激闘を制したのはペイン。 Pain. 神の力は
怒りの方向さえも散らし、九尾捕獲はもはや時間 Kämpfen の wir jetzt etwa 問 noch 題 gegen となっ Hinata? た。しかし Oh nein, 渦巻きナルトの抱く平和への意志はペイン、 war ein bisschen voreilig. そしてこの葉隠れを救い、彼は散っていった。 Naja, also der Satz, um Konoha zu retten, stimmt ja so nicht ganz. Wohl eher, um die gefallenen Krieger aus Konoha zurückzuholen. So würde es eher passen. 暁の描く計画は少しの次なる願いは八尾の陣中力。対して暁は尾のない美獣と呼ばれる男、星垣貴 Oh, 様。 das dürfte cool werden, hey, als Kisame zu zocken. あなたが8尾キラー B ですか。 Ja, Killer Bee, die Killer Biene. サメザメと泣かしてやるぜこのサメ野郎。 Und voll der Rapper. さてあなたはどれほど私を楽しませてく。 Ziemlich noch, Kisame, ziemlich. Also sicher unterhaltsamer als du. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich habe ein bisschen beleidigt. Ich hoffe, er greift mich gerade an. Kampf gewinnen gegen die... Plus 80, ja. Wieso macht nicht gleich plus 100 draus oder plus 800? Ja, leck nach dem Chip, hey. Daneben. Oh yeah. Sweeto! Bunshi no Jutsu. Verdammt, ich kann nicht mehr... er hat mich reingelegt. Der Arsch hat ein Konto mehr drauf. Du Arsch mit Ohren. Ich komme schon, Killerbeat. Okay, die eingeschossen. Ich bin nicht gerade viel mehr, dass man sagen darf, aua, wie der reinhaut. Ah, Mann, Kisame Jutsu kannst du nicht gebrauchen, Mann. Oh. Ja, der Wurf dürfte wehtun. Gut, jetzt hat's mal was gebracht. Ja, wieder scheiße. Wie jetzt? Das ist ein Ultimate Jutsu, du willst mich wohl verarschen, Alter! Die Zeit nutze ich! Mein schwanzlosen Modus, ja! Was mir ohne zu kontern aber nicht sehr viel bringen mag! Bakaru! Das war Killer Bee, da. なかなか美味でしたよタコのチャクラは。 Das war doch der Zora-Torpedo aus Zelda Skyward Sword. Kisame hat einfach eine Technik abgeschaut von Link. Und hat sie gleich noch verbessert. Ja, war klar. Ich kriege ja eh nur noch Rang C. Da kann ich machen, was ich will. Doch was soll's. Laden. キラービーとの激突はサメ肌との連携を見せた貴様の勝利で終わる。いよいよ捕獲寸前の際に雷影の介入によりことはなされずに終わった。 Ja, unterbrach die Mission, so kann man es natürlich auch formulieren, weil Kisame wurde bei dieser Aktion gleich mal schnell der Kopf abgeschnitten. Enthauptet halt, ja. Jetzt ist der Kopf kürzer. Ja, er ist kopflos, versteht ihr? Egal. しかし Madara. ことの首謀者深淵の黒幕内葉マダラ Nein. すべて想定の範囲にあり Einigen wir uns doch einfach auf Tobi. 内葉マダラの Ah.
ここまで来るのに随分と犠牲を払ったようだね。すべては計画のためだ。だがあいつらの犠牲によって7体の美獣の力を手に入れた。これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第4次任界大戦を始める。Und das nur, weil ein Typ das Gefühl hat, er müsse der Stärkste von allen werden. Hä? Wie jetzt? Habe ich da was irgendwie nicht ganz mitgekriegt oder haben wir mal ganz schnell die Killer Bee Story im Vorbeigehen gemeistert? Okay Leute, die Credits laufen, ohne einen Kampf mit Madara selbst zu schauen. Ja, ist eine Story von ihm selber, wa? Er selber kämpft gar nicht. Man sah zwar noch kurz ihn zusammen mit Kabuto Maru, aber den haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Nun gut, vielleicht mal Zeit für ein kleines Fazit, nicht wahr? Also zuerst einmal die Grafik, die Charakterauswahl und auch das Kampfsystem sind einfach nur Nonplusultra. Muss ich einfach zugeben, genial gemacht. Vielen Dank an das Entwicklerteam. Das Kampfsystem, ja, muss man so erwähnen. Ich vergleiche gerne mal neuere Spiele miteinander, vor allem solche aus dem Anime-Universum. Heißt in diesem Fall jetzt Naruto Generations mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Bei beiden Spielen, naja, die Story ist sehr abgespeckt, nur auf das Nötigste bedacht oder auch, könnte man sagen, ziemlich verändert. Im Gegensatz zu früheren Spielen. Die Charakterauswahl war jetzt hier bei Generations um einiges größer als bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Und auch das Kampfsystem blieb seinem alten Stil gerecht, zumindest dem, was ich gehört habe. Weil, wie auch schon erwähnt, Generations sage ich schon, Ultimate Ninja Storm 1 und 2 habe ich noch nicht gespielt. Aber, wie man so hört und wie ich gehört habe, ist das Kampfsystem hier in Generations dem in Storm 1 und 2 eigentlich genau gleich. Oder zumindest mal nichts nachgelegen, nicht wahr? Ja, wie dem auch sei. Was gibt's sonst noch zu sagen? Wie gesagt, hier, was ich negativ auffinde, ist halt, dass einfach der Story-Modus ein bisschen seltsam rüberkommt, wa? Ich meine, er ist ziemlich abgespeckt, es wird aus Sicht von einigen Charakteren wird die Geschichte erzählt. Aber halt auch nicht vollständig, es sind auch nicht alle Charaktere dabei. Ja, es wäre sicher kompakter, wenn zu jedem spielbaren Charakter eine eigene Story geben würde. Weil ich meine, dann würde das Ganze vielleicht noch Sinn geben, aber jetzt hier, ich meine, es gab eine Story zu Sasuke und eine zum jungen Naruto, eine zum Shippuden Naruto und zu Itachi, Jiraiya und so weiter. Ich denke, ihr versteht, was ich eigentlich damit sagen will. Es ist einfach nur viel zu wenig, als es wirklich sein könnte. Das finde ich schade. Die Cutscene hingegen, zum Teil, naja, wie gesagt, die Grafik ist ja von dem her sehr gut, nur die Cutscene fand ich jetzt teilweise ein bisschen seltsam, als es so oftmals gar nicht im Anime vorkamen. Teilweise verstand man gar nicht mehr, was eigentlich gemeint wird oder die Zusammenhänge mit dem Original. Andererseits, und damit spreche ich vor allem die neueren Cutscenes an, die aus den letzten, sage ich jetzt mal, 6 bis 8 Parts. Die hingegen waren schon spannender und haben auch einiges, ja, vielleicht nicht unbedingt mehr erklärt, aber doch ziemlich detailreich und originalgetreu. Von dem her, Generations sicher ein Spiel, das man zum Fighten, sprich jetzt, egal ob jetzt Offscreen oder Online, also jetzt mit dem Online-Modus, sicher sehr gut zocken kann. Es gibt auch Offscreen noch einiges, was man tun könnte. Zum Beispiel gibt es einen normalen Kampfmodus, sag ich jetzt mal, 1:1 Kampf und so. Entweder gegen einen zweiten Mitspieler oder gegen einen Computerspieler.
Es gibt auch noch einen Turniermodus, es gibt einen sogenannten Überlebensmodus, der ist ein bisschen happig, da habe ich bereits mich mal ein bisschen versucht. Auch um die Steuerung ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, da kann ich vielleicht am Schluss noch ein Part drüber machen. Wenn ich immer so weit kommen soll, dass ich den Überlebensmodus abgeschlossen habe. Weil wie gesagt, der ist noch ziemlich schwierig, aber egal. Ja, was gibt's eigentlich sonst zu Generations zu sagen? Naruto selbst eine Geschichte, sagen wir mal ein Anime, der sich in der ersten Saga, in der ersten Serie sage ich jetzt mal, nicht wahr, die erste Naruto-Serie, blieb sie sich eigentlich stets treu, es ging aber trotzdem da vor allem um eines. Sasuke hat sich langsam sich dem Bösen zugeschrieben, beziehungsweise wollte sich an Itachi rächen und der Böse an dem Ganzen ist Orochimaru. Jetzt in Shippuden sieht so aus, ja, Orochimaru ist dann nicht mehr der Böse, wirklich, aber, also der Oberbösewicht meine ich jetzt. Aber er steckt trotzdem noch in einigen Geschichten drin und ist in der einen oder anderen Geschichte mit drin verwickelt. Und auch sonst die ganze Geschichte mit Madara und Uchiha und wer steckt hinter der Maske von Tobi und so weiter und so fort. Ja, es entwickelt sich halt immer mehr zu einer Geschichte, die sagt, sobald ihr Uchiha-Blut in euch habt, wenn ihr Sharingan habt, Mangekyo Sharingan und so weiter und so fort, ja, dann könnt ihr locker stärkere User daraus machen, am Schluss sogar das Rinnegan und seid einfach nur die Stärksten. Und jeder hat plötzlich neue Techniken drauf, es wird überhaupt nichts mehr trainiert und so, es geht einfach nur viel zu schnell und jeder wird überpowered. Ja, vor allem Naruto und Sasuke halt, nicht wahr? Dann kriegen ständig neue Jutsus und ja. Das ist einfach ein bisschen eintönig. Ich kann es auch besser formulieren. Und auch sonst entwickelt sich das Ganze halt so eine Geschichte. Na gut, ich meine, das mit dem Freundschaftsgelaber, das hatten wir schon in der ersten Serie. Aber dass Sasuke halt immer mehr und mehr der Dunkelheit zugeschrieben wird, dass er nicht mehr zu retten ist und so weiter und so fort, dass dann doch wieder heißt, nur Naruto können ihn retten und so weiter. Ja, ich weiß nicht so ganz, was er vom Kishimoto-Stil halten soll, ganz ehrlich. Aber gut, wir werden sehen. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der 4. Shinobi-Weltkrieg eigentlich die letzte Abhandlung, oder sage ich mal, die letzte Sage in der Naruto Shippuden-Serie und vermutlich sogar in dem ganzen Naruto-Universum sein wird. Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kishimoto noch lange macht, vor allem so wie er gerade momentan die aktuellen Manga-Kapitel schreibt, oder er zeichnet, habe ich eher das Gefühl, er will das so schnell wie möglich abhandeln und bringt daher gewisse Elemente zu früh oder wohl eher, ja, sag's mal, ein bisschen geschickter. Er bringt es nicht unbedingt zu früh, aber er speckt sie zu sehr ab und handelt alles viel zu schnell ab. Wie zum Beispiel auch mit neuen Techniken und so. Es gibt zum einen kein Training mehr, zum anderen auch keine richtige Ausführung mehr, wie sie überhaupt zustande kommt und so weiter und so fort. Sie ist einfach plötzlich da. Und irgendwie kann sie einfach plötzlich wieder lernen. Aber egal. Indes freue ich mich schon sehr auf Naruto Ultimate nicht ganz. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, jetzt habe ich es Nummer 3. Das soll ja auch schon dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen, weiß man noch nicht so genau. Auf jeden Fall ist es dann vorgesehen, sobald der Anime bzw. der Manga zu Naruto beendet ist und dann auch die gesamte Story erzählt werden kann. Ja, okay, wir haben jetzt, habt ihr gerade gesehen, Kabuto, die Geschichte von Killer Bee ist jetzt eröffnet. Ja. Kabuto als Schlangenmensch, oder eher Kabuto Maru, wie man ihn auch bezeichnet, haben wir somit auch freigeschaltet. Schön. Wirklich schön. Fehlt uns also nur noch eine Geschichte, die von Killer Bee, und die dürfte eigentlich ziemlich kurz werden, da Killer Bee ja nur... Was Geschichte haben wir da? Aha, Trophäe, ja. Da Killer Bee ja nur in Shippuden vorkommt und das auch nur eher zum Ende hin, zumindest jetzt zum aktuellen Stand des Mangas. Von dem her, seht schon, sonst alles abgeschlossen, auch die Geschichte von Möchtegern Madara, das sage ich ihm noch gerne. Es ist einfach nicht Madara, das ist Tobi, wer sich wirklich dahinter versteckt. Ja. Ich sage lieber nicht mehr zu viel dazu. Aber es kann einfach nicht Madara sein. Das ist leider verhakt. Obwohl, wie so ein Kleider. Es ist einfach so. Er kann es nicht sein. Das ist auch gut so. Ja, Überleben wollte ich gerade mal zeigen. Das hat auch ein bisschen gespoilert. Wie gesagt, hier einfaches Überleben. Ich habe bereits mal angefangen.
Da kämpft ihr einfach als ein Charakter, den könnt ihr selber auswählen gegen eine unterschiedliche Anzahl von anderen. Hier in der Regel 1 bis 3 Kämpfer. Jetzt zum Beispiel Suna-Geschwister, nicht wahr, weil es nur 3 Stück sind, Kunua-Lehrer und so weiter und so fort. Gibt jeweils noch schöne Titelbegriffe dazu. Oder wohl eher Gruppenbegriffe. Hier, Anfängerüberleben, bin ich noch dran. Das war einerseits ein bisschen übel hier, Saskis Rettungsmission, aber hier männlicher Geni. Alter, habe ich es bisher noch nicht gemacht, aber hey, schaut doch mal die Scheiße an, hey, gegen 8 Stück mit einem Charakter. Oh Mann. Team Minato. Ja, ist auch ein bisschen episch, weil ich selber kämpfe mittlerweile in diesem Spiel mit Minato selber. Und hier mit Minato gegen Minato zu kämpfen, ja, das war ein bisschen seltsam. Aber gut. Was ich eigentlich... Jetzt bin ich schon wieder raus. Eigentlich wollte ich euch etwas komplett anderes zeigen. Gut, geh's nochmal schnell rein. Der Ladebildschirm dauert zum Glück nicht lange. Der VS-Modus. Und zwar welche Charaktere wir bisher freigeschaltet haben. Ja, es fehlt nur noch einer hier unten. Das ist der gute Killer Bee, den es ja auch gibt. Sonst haben wir alle freigeschaltet, auch die Akatsuki-Mitglieder. Die neuen gibt es jeweils nur in 6 Pfade-Rinne, übermächtiger Druck. Ja, wenn schon. Shinra Tensei heißt das, nicht übermächtiger Druck, Mann. Ja, ich meine, Feuer versteckt, Tsukotsude, hier wird es auch richtig, oder eigentlich fast richtig übersetzt, aber naja, was soll's. Oh, hier steht Kabuto und hier steht nicht Kabuto Maru. Jude der verlorenen Seelen, Beschwörung, Wiederbelebung. Es soll sogar in diesem Spiel richtig stark sein, lässt man sich sagen. Seltsam. Wie gesagt, ich kämpfe ja vor allem jetzt noch mit Minato als Hokage. Da hat er echt geile Jutsus drauf. Hier maskierte Mann, da habe ich eher damit gerechnet, dass es hier noch irgendwie eine zweite Form von ihm gibt mit Madara Uchiha, nicht wahr? Na gut. Okay, Freunde, am Ende mal... Moment mal. Also hier oben Tobi, ja, da gibt's... Jetzt erst? Das sehe ich ja jetzt erst, hey, den gibt's ja zweimal. Ich dachte, der eine wäre überschrieben worden, naja. Halt der neue Tobi, nicht wahr? Ja, eigentlich eher die lächerliche Variante und hier der alte. Maskierte Mann. Auffällig zum einen hier sind natürlich die unterschiedlichen Masken. Aber zum anderen auch, dass er hier keine Handschuhe trägt. Und hier trägt er welche. Seltsam, wa? Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit Killer Bee und ich denke, es wird dann auch Zeit für die schweizerdeutschen Parts, nicht wahr? Nicht wahr? Ja. In jedem Let's Play gibt es 1 bis 2 schweizerdeutsche Parts. Habe ich schon öfters erwähnt, also zumindest mal in jedem Let's Play, das ich bisher so strukturiert habe. Und ich denke, die werde ich auch mit Killer Bee machen. Weil Killer Bee, wenn er rappt und so, dann versteht man sowieso kein Wort mehr von ihm. Da denke ich, ist das mit der Kombination auf Schweizerdeutsch gar keine so schlechte Idee. Also, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Killer Bee. Und dann ist das Ganze auch schon bald zu Ende. Ciao zusammen. Juhu.